aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. D wie Danska. Danska. Nein, das ist kein dänischer Influencer, sondern die wohl cleverste Klolösung des Mittelalters. Ein Toilettenturm mit natürlicher Wasserspülung. Statt Duftkerzen sorgte hier ein Bach, Flussarm oder Burggraben für das Abfließen. Praktisch, hygienischer als man denkt und bei den Deutschordensburgen ein echtes Markenzeichen. Begriff und Name. Als Danska, auch Danska mit Z, bezeichnet man die Abbotanlagen der Deutschordensburgen auf norddeutschem und baltischem Boden. Der Begriff ist seit 1393 belegt, die Herkunft wohl von Danzig abgeleitet. Vielleicht zuerst nach den über der Mottlau errichteten Anlagen dort. Typisch ist der Danska besonders im 13. und 14. Jahrhundert, also in der Hochphase der steinernen Ordensburgen. Die Grundidee, Toiletten außerhalb der Wohnräume, aber über einen Gang bequem erreichbar, ist übrigens schon im Klosterplan von St. Gallen um 830 angelegt. Die Ordensburgen haben das Prinzip nur groß gedacht. Hier sehen wir den Klosterplan von St. Gallen, markiert, wo diese Toilettenanlagen außerhalb der Räume angebracht sind. Und hier nochmal im Detail auch nochmal markiert, die einzelnen Toiletten bzw. Latrinenanlagen heißt es hier, wo diese angebracht waren außerhalb der Räume. Bauprinzip und Funktion. Der Danska ist ein eigener Turm über fließendem Wasser, verbunden mit dem Obergeschoss der Burg durch einen hochgelegenen, oft überdachten Gang auf Bögen oder Stützen. Das brachte 3 Vorteile. Erstens Wasserspülung durch das darunter vorbeifließende Gewässer. Zweitens Hygiene und Abstand zu Wohn-Repräsentationsräumen. Drittens lag der Turm außerhalb der Hauptmauer und war damit im Alltag aus dem Weg. Im Ernstfall konnte er sogar als vorgelagter Posten dienen, auch wenn Danska keine eigentlichen Wehrbauten waren, meist ohne Zinnen oder Schießscharten. In Burgen mit dauerhaft vielen Bewohnern, etwa in Konventen des Deutschen Ordens, war der Danska gegenüber einzelnen Abbauerlösungen besonders zweckmäßig. Hier der schematische Aufbau dieses Danskas, verbunden mit der Burg über einen Gang, ob hölzern oder gemauert, das ist unterschiedlich zu sehen. Ja, also dann der Abbauturm, der Sitzbank mit den Öffnungen, wo man hinunter machte. Dann sozusagen der Abfluss, der dann im Graben oder in einem Bach, in einem Fluss endete. Beispiele, Besonderheiten und Mythencheck. Berühmt ist der Danska von Marienwerder, Witznen. Ein mächtiger, turmartiger Bau über einen Diagonalgang mit dem Schloss verbunden, der heute sichtbarer Zustand ist, 19. Jahrhundert, rekonstruiert. Auch die Marienburg Marborg besaß mehrere Danska, vom Herren Dansk bis zum Meister Dansk. Varianten zeigen Toren, unten zu 3 Seiten offen mit Ablaufschacht und Reden erhaltene Kragsteine über dem wassergefüllten Graben. Ein seltenes Beispiel im heutigen Deutschland ist die Burg Stolberg in NRW. Hier sehen wir eine Ansicht des Schlosses Marienwerder mit rechts dem Dom sozusagen, wo sich das Deutsche Ordensschloss anschließt, dann der lange Gang zum Danska. Und ein Bild im heutigen Zustand, aber trotzdem beeindruckend diese Konstruktion. Hier sehen wir den erhaltenen Danska im Schloss Marienburg. Sehen wir den erhaltenen Danska der Burg Thorn mit dem Gang zur Burg, die heute eine Ruine ist. Ein bisschen bizarr ist, dass unten vom Danska heute ein Biergarten ist. Und hier der rekonstruierte Danska des Schlosses Reden
Und das Schloss, das Deutschordensschloss Reden, heute im heutigen Zustand, rechts im Vordergrund die Kragsteine deuten an, wo der Dansker sich einst befanden hat. Und natürlich die Burg Stolberg in NRW, der Eifel. Markiert der Dansker, der vom Bergfried aus zugänglich war. Und der Mythos vom Geheimfort im Kloturm. Nur ausnahmsweise zogen sich Belagerte in den Dansker zurück, zum Beispiel 1361 in Eckersberg, später in Johannesburg. Primär war er eine ausgeklügelte Sanitärlösung und genau deshalb so beeindruckend. Zum Schluss. Der Dansker. Kein geheimnisvolles Versteck, sondern eine geniale Lösung für das Alltägliche. Ein Toilettenturm über dem Wasser. Schlicht, praktisch und doch ein beeindruckendes Stück Burgenbaukunst. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos.